Datei ass Maybe Sex. Wir schwätzen als Mittwoch über den anderen Thema zu Sexualität. Von wéi de Kierper funktioniert, iwwer Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Ich so ein Alex. Lynn. So, das war der klassische Deal. So gehen wir dann eben an ein Flottgespräch ran, wo nicht nur wir drei eben hier sitzen als Privatpersonen, mehr das ist so, dass die 12 Menschen, die da hier sind, von Pipapo sind. An Pipapo hat ein ganz breit interessantes Betätigungsfeld, was wir an Code werden erklären. An ich sehe vom Maybe Sex Podcast an probiere lo als Großthemen an als Tätigkeitsfelder mit Ehren sich zu kombinieren. Wir haben es geschafft an den letzten Wochen. Und wollen ja eigentlich präsentieren, was du rauskommt, was als Interpretation davon aus, was du hier sind, für mit großen Themen umzugehen. Die Überschrift von Haut aus, Maybe Sex, Drogen, a Party. Das kurz gefasst, für eigentlich über schrecklich viele Themen zu schwätzen. Genau, dir seht läuft mal dabei, wie gesagt, das werden die Leute total mich spät lauschen. Das ist eine spezielle Woche, weil das Zemen SAS vom Cäsars, das ist der Cäsars, als ja sich am Endeffekt für die Promotion von der sexuellen und affektiver Gesundheit. Und das gehört dann zu der Arbeit vom Sex-Podcast, eben auch von ihr, auch von ganz, ganz vielen anderen Akteuren und Aktrissen, die das vor Sachen angeboten haben. Und ich bin froh, dass wir eben gerade zusammengekommen sind, für an die Themen eben eigentlich ranzutauchen. Ich will dir noch ganz kurz erklären, was Gliederung für Haut ist, nicht, dass da zwischendurch schrecklich wie weiß Flur, dann denkt Daniel und so das Wichtigste vergisst, für das du Bescheid wisst, was könnt. Und da können wir auch wirklich direkt loslegen. Also, wir haben sich 4 Dealer. Es geht für dich Corona an Sex. Da geht es Corona an Substanzen, also Drogen am Allgemeinen. Da haben wir auch einen größten Fall zu Lützeburg. Da kombinieren wir den Sex mit den Drogen und zum Schluss werden wir über Consentement, also den Konsens schwätzen, weil das eben von den allerwichtigsten Elementen ist, was all die anderen Sachen, die wir für darüber schwätzen, eigentlich zusammenfeiert. Alex, ich gebe da nur kurz bei dir zurückkommen für die Pipapo nicht kennen. Also Pipapo ist immer mehr bekannt, mit der Zeit Leute gesehen, er ist dickeren. Ich bin froh, dass es dich gibt. Aber was gibst du einem erklären? Diese fragt, was das dann? Aber wie kommt die dann noch nach einem Bewerb wie Pipapo drin? Ja, voilà, Pipapo, also seit 2016, wo das Projekt gibt. Das ist ein Projekt, das der SBL Promotion ist. Bei Promotion probieren wir eben den sozialen Wandel durch die Education beizuführen. Und da gehen verschiedene Themenfelder. Zum Beispiel Integration, Chancengleichheit, Partizipation. Und Pipapo gliedert sich am Anfang an der Gesundheit an. Bei Pipapo geht es am größten über Sex, Drogen, a Party. Und voilà, das ist was wir machen. Das sind unsere Hauptthemen. Sex, Drogen, a Party. Dafür sind wir auch bei ihr schaut, weil du ein schönes Joint Venture sich auch gegründet hat, weil wir allen zwei von gerne über die Tabuthemen schwätzen. Ich fand, was alles hier auch noch verbindet, das ist sich fand ich auch wichtig, dass wir nicht wie Police oder so Anstandsagenten und Agentinnen irgendwie durch die Straße laufen und die Leute so, was sie alles nicht sollen machen, aber dass es ja auch darum geht, dass die Leute sich responsabilisieren sollen. Also ich treffe nicht mal Leute, die mengen, die gibt irgendwie die Leute unter Droge verkaufen gehen. Das ist ja total Blödsinn ist. Oder sie quasi dazu auffordern, das zu machen. Das ist nicht der Fall. Die so echt mir starten Leute aus mit Kompetenzen und Informationen, für das du können oppassen, aber es ist ähnlich, mir geht nicht mit der Tasche Lut an jedenfalls Schlafzimmern oder an der Öffentlichkeit, wo Leute können sagen, wenn mir so ein von der Sache macht, passt von Gift ab. Dafür kann ich auch so in die zweite Überschrift für Haut, also sich, the safer use und the safer sex. Wie kann ich das machen? Auch gerade an so einer anstrengenden Krisenzeit wie der Corona-Zeit. Ja, das ist schon auf den Punkt gebracht. Wir probieren eben einen Dialog zu kommen mit Leuten, die Drogen konsumieren, die Freizeitkonsumenten. Das heißt, das sind eben keine problematischen Konsumenten, das sind Leute, die gerne feiern und beim Feiern dann auch Alkohol und andere Drogen konsumieren. Wenn ich von Drogen schwätze, das ist ein Wort, das vielleicht polarisieren kann, aber wir schwätzen von all
psychoaktive Substanzen, dann mal Drogen, das ist gehört Alkohol auch dabei. Und was wir machen, ist, dass wir auf die Plätze gehen, wo die Leute feiern, wir haben eine Equipe von Jobbisten, die ausgebildet sind, die wir formiert tun, für an Dialog zu kommen mit den Konsumenten und probieren eben, ob anheicht, ohne den Konsum zu bewerten, objektive Informationen über Substanzen zu geben, für dass der Konsument eben so viel Informationen wie möglich wird und seine Entscheidungen so bewusst kann treffen, wie möglich, ob man will konsumieren oder nicht, wie viel für einen zu welchem Zweck. Ich probiere wirklich einen Dialog zu kreieren für die bewusst Konsumation eben unzuregen, dass Leute sich Gedanken machen über den Konsum, dass sie nicht einfach konsumieren, wie gesagt bewusst konsumieren, sich der Risiken bewusst zu sein und wir gehen hin eben noch Strategien auf den Weg, dass der Konsum so risikoarm wie möglich können gestalten. Und das hier mengnisch bei Ersch genauso wie bei Eis, also weder Hund Leute mengnisch integral abgehalten, sexuell zu interagieren, nach wo Leute während Corona irgendwie gedurcht, konsumieren nicht mehr, soweit statt Madrid tun, die Mathe auch immer mir ein großer Impfruf vom Jahr. Und die hat auch in einer europäischer partizipiert, wo letztlich damit aufgedeckt wird, dass es sogar ist, dass so war, dass viel Konsum auf viele Plätze abgegangen ist. Und die hat ja auch nicht abgehalten mit Schaffen. Also das ist ja nicht das Bemol Formation an Pipapolo gesagt, die halt auch mit, die sieht ja gebraucht gehen, und die hat auf anderen Terrainen interagiert. Bei Eis war ja zum Beispiel die Interaktion viel über Instagram, auf Facebook, wo Leute das können schreiben, wo wir können gucken, was beschäftigt sie gerade, was wollen sie als mitteilen. Da will ich auch nachher ihre vergessen, eine riesige Merci, so, weil wenn dir alles nicht geholfen hat, und nicht hyper ehrlich geantwortet hat auf die Fragen, die man es gestaltet hätte, ich gestaltet, dann hätte man das heute nicht können machen. Aber was war Ehren Terrain? Die sieht so, auf Festival, hast du schon gesagt, wo sieht er hingegangen? Goufet dann awer Partien, wo da irgendwie präsent waren, weil da schwarz man ja wirklich von illegale Partien während Corona. Ja, voilà, wir haben auch müssen aufpassen, wie jeder reden an den letzten Monat. Wir haben, wie Sie gesagt, das nicht abgehandelt schaffen, wir haben anders geschafft. Wir haben viel über soziale Medien gemacht. Wir haben auch gesehen, dass Party sich verlagert hat. Die Leute, wie Sie gesagt haben, sind nicht mehr auf Festival gegangen, sind nicht mehr an den Club gegangen. Das heißt, wir sind auch nicht durchgegangen. Wir sind durchgegangen, wo die Leute gefeiert haben. Wir hatten über den Sommer sind wir auf die Öffentlichplätze gegangen, wo die Gruppe von den Junker und Männer Junker auch waren, die auch ganz anders gefeiert haben, weiter gefeiert haben, weiter konsumiert haben. Und als Jobbisten, die ich auf dieser Platz denke, wirklich schon merci so für ihr Engagement, für ihre Arbeit. Sind dann mit den Koffern, also mit den Rucksäcken hingegangen, haben den Dialog gesicht mit den Leuten, haben Safer Use, Harm Reduction, Safer Sex Material ausgedeelt, wir haben eine Impfromatine noch gemacht mit den Leuten und an den Dialog kommen, für eben aus dem Tabu rauszukommen, von Party geschwart, von Sex geschwart, von Drogenkonsum geschwart. Ja, so war also Sommer dann. Wir waren draußen, wir waren auf keine illegale Partien, von denen du draußen als Heieren invitiert, also auf eine illegale Party. Wir wollen gerne hinkommen. Leider sind wir nicht hinkommen. Genau, also das wird das meiste zur Opfordern zu feiern. Halt, wann ich gebe am Hannerkopf, dass es einfach wichtig ist, andere Leute nicht zu gefährden und erst nicht zu gefährden. Und dass es effektiv eine andere Möglichkeit gibt, mit der Krise umzugehen. Was den zum Beispiel eben auch daheim kann machen. Wir haben ein bisschen, nicht an Schlafkammern rangeguckt, wir haben die Leute eben gefragt, wie Corona da bei ihnen hier das Leben verändert wird. Auf vor allem eben hier das Sexualleben. Und ich war ganz gespannt, ich dachte, vielleicht melden sich Leute auch einfach so ein Bord, das nicht viel anders wie für drun. Dem ist aber nicht so. Also wenn du willst, mir eine ganze Reihe Resultate kritisch halten, die mal kurz vierumisch. Ist schon Panoplie super, super spannend fand, weil mir hun Antworten gekriegt von Leuten, die während Corona eine Affäre angefangen haben, bis hin zu Leuten, die Gurken Sex mir hatten, weil sie leider mit ihrem Partner, mit dem sie zusammen gelebt haben, am Konfinement Streit gekriegt haben. Da gibt es andere Leute, die da gesagt haben, dass Männer Partnerwechsel, weil sie Männer in NRW waren, nicht so viele Partien waren. Und so
mit den wenigen Leuten oder mit der enger Person, mit der sie hatten, tun aber mehr Zeit sich geholfen, für zu kommunizieren, für über Schutz zu schwätzen. Also weiter andere waren sich so zwangsmäßig zusammen gesagt, die unter Bemol müssen zusammen wohnen, obwohl das für drun eigentlich nicht der Plan war. Und da gibt es aber auch Leute, bei denen die Lust sich wirklich aufgeholt, auch wegen der Belastung. Das darf man nicht vergessen. Das ist eine anstrengende, schwere Situation, die nicht leicht sich zu managen ist. Aber wenn ihr das dann an den Zusammenhang bringt, sich mit Substanzen, dann haben wir ja ganz viele verschiedene Gefäßlehren, die mit ganz vielen Substanzen ganz unterschiedlich wirken können. Dafür gibt es keinen, wie soll ich das sagen, es gibt nicht den Schraubschlüssel, den mit Sex und Konsum kann benutzen, und da sieht es eine Lösung für alle Probleme, oder? Nee, das ist richtig. Das war eine ganz schwere Zeit, eine ganz komische Zeit, eine Zeit, und das noch immer, wo viele Leute sich auch müssen isolieren, wo viele Leute sich auch müssen anpassen an den Sex- und Drogenkonsum. Hat sich auch angepasst. Zum Beispiel die Frage gestellt, hat das Sexleben sich seit dem Anfang von der Pandemie verändert? Und da haben 3/4 von den Leuten wirklich gesagt, ja, es hat sich verändert. Viel, was du schon gesagt hast, ich meine, da ist auch ein großer Unterschied. Wie war die Situation vor dem Konfinement? War ich Single, war ich nicht Single, war ich in einer Partnerschaft? Ich meine, dass da doch ganz großen Impact drauf hat. Geht auch geschwart, dass viel mehr masturbiert gehen ist. Ganz bekannte Internetseite hat ja da eine schöne Aktion gestartet, wo sie ihre Premium-Account gratis gemacht haben. Das war ein ziemlich guter Werbegag, weil sie sich auch darauf vorbereitet haben, dass Leute isoliert sind, dass klassische Sexpartien ganz schwer gehen, dass den klassischen Plätzen, wo die Leute zusammenkommen, wo sie sich kennenlernen, eben nicht mehr gesehen, sie haben das auf Partien, sie haben das auf Festivals, sie haben das auch nicht mehr auf Tinder sich treffen und dann irgendwo hingehen. Also es ist ja auch immer schwer gewesen. Es sind viele Leute, die aber, wenn sie daheim lang waren, auch gesagt haben, dass sie mehr Sex gehabt haben. Ich meine, Planning Familial hat letzte Woche einen flotten Bericht rausgebracht, wo sie gesagt haben, dass sie sich ein Babyboom erwarten zum Schluss des Jahres an Anfang vom nächsten Jahr, was aber weiß, dass die Leute weiter Sex hatten. Genauso war es mit der Konsumation. Voilà, die Isolation ist etwas, was der Mensch nicht an der Natur ist. Der Mensch ist von Natur aus ein soziales Tier, also man so, isoliert zu sein, möchte er den Stress empfindet, möchte er in einer Situation ist, die ungefindt ist, die nicht ganz angenehm ist. Und da gehen verschiedene Coping-Mechanismen und wahrscheinlich eine davon ist auch mehr Drogen zu konsumieren. Wir hatten eben am Anfang, wie du schon gesagt hast, am April hat man ein Impro gemacht, zusammen mit unseren internationalen Partnern aus dem europäischen Raum, wo wir einen Momentaufnahme wollten machen, wo wir die Leute gefragt haben, wie hat sich der Konsum am Lockdown verändert. Und da haben 31% aber auch gehen, dass sie mehr Tags konsumieren. Den täglichen Konsum vom Alkohol zum Beispiel ist signifikativ abgegangen. Gehen Männer Partydrogen konsumiert, das ist normal, weil Party-Setting nicht mehr ging ist. Das aber noch weiter Partydrogen konsumiert, gehen wir in einem anderen Kontext. Kann man ganz kurz erklären, was die Partydrogen sind? Weil Partydrogen, da gibt es keine klare Definition. Klassische Partydrogen, die wir kennen, das nennen wir mal Ecstasy, Kokain, Amphetaminen, LSD. Das sind ganz oft Drogen, die eben an einen Party-Kontext hält, für die Party anders zu erleben, für sie mehr intensiv zu erleben, für sie zu enhancen, zu verstärken. Und ja, das sind eben die Substanzen, die ich schon gesagt habe. Partydrog Nummer 1 ist zu Lützeburg immer noch den Alkohol, an Cannabis und den Nikotin. Und danach kommen halt die anderen Sachen, die anderen Drogen. Weil ich meine, was der Grund vom höchsten Konsum, vom höchsten täglichen Konsum vom Alkohol kann sein, dass es nicht mehr den
Alldach an den Außeralldach gëtt, dass dat sech bësse verschmollt huet, dats et net méi den Woch ginne schaffen, de Weekend man Party. Viele Leute, die am Lockdown waren, sind nicht mehr schaffen gegangen, haben anders geschafft. Die klassische Weekend, wo du raus feiern gehst, wo du kannst Druck aufbauen, wo du kannst den Kollegen gesehen, wo du kannst hedonistisch Party machen, als es so nicht mehr ging. Und so haben sich auch Konsummusteren eben verändert und das ist ein bisschen verschmolzt. Ich fand das mit dem Alltäglichen und Außeralltäglichen eigentlich ja auch immens relevant für den sexuellen Kontext. Ich denke, wenn ein sexuellen Kontakt will, also sie hat Anhänger, Partnerschaft oder mehr flexibel, du baust so ein Schlummel, dann ist es ja eigentlich schön, das genauso wie eine Party einen Job zu präparieren oder zu wissen, dass das ein spezieller Moment, an dem ich mal Zeit habe, Sachen zu spüren, mich mit dem anderen auseinanderzusetzen und so weiter. Und du hast sonst aber andere Sachen, die dich beschäftigen, den Tag über Hallo, haben wir ja wirklich so noch immer ein ziemlich stark verschwommen von ganz viele Momente. Das heißt, es gibt nämlich die spezielle Weekend, wo du dich fries, den anderen zu gesehen, oder es gibt da sogar Wasch geholt, den anderen zu gesehen. Also das ist einfach, dass immens viel Struktur anfall. Und das ist aber eine Struktur, die da sowohl von sexueller Hilfe kann, so wie sie da eben auch an einem Konsumkontext eigentlich Hilfe kann. Also kannst du bis nach Ganze, was Präparationen sich belangt, weil es wird ihnen sich für so für Corona solle präparieren, ihr in eine Party geht, wenn ihr konsumieren wollt, mit dem Museum, wann ihr weiter konsumieren will, auch machen. Ja, absolut. Also das ist von den Hauptmessagen, die man den Leuten will geben, dass sie, wenn sie sich auf eine Party vorbereiten, dass sie sich wirklich bewusst vorbereiten, bewusst Gedanken machen, was will ich erleben, wo will ich den Abend hin, wie eine Party will ich den Abend wirklich erleben, sie auf das Rave gehen und nur tanzen. Dann hast du eine andere Präparation, wie wenn ich mit den Kollegen kiffen gehen und Fernsehen gucken, was ja auch im Party-Kontext kann sehen, wo auch konsumiert wird. Aber da müssen sie sich wirklich bewusst sein, was will ich noch erleben. Und das ist logisch, was man mit den sexuellen Rencontres ist das auch für mich schwer. Aber das ist aber nicht, dass das unmöglich ist. Ich meine, auch lo kann sich einen schönen Abend mit seinem Partnerin machen und das genauso viel bereden. Mal aus dem Jogging rausgehen, aus dem Pyjama rausgehen und sich so ein Haut Mama ist ein schöner Abend. Der goldenen Jogging mit der Feiert. Dann den extra schönen Jogging rausholen, genau den. Ja, voilà, dann sich ein Date Night machen, ein Sex Night machen, wo es da wirklich sehe, so, okay, Haut Mama ist ein Date, an sich genauso viel bereden. Das heißt auch nur viel drin, ein gut Flasch Wein kaufen oder welche Substanzen da dabei holen. Und sich schick und eventuell vielleicht am Anfang daheim etwas zu essen, sich mehr kennenlernen. Voilà, du könnt das verschmelzen ein bisschen. Du kriegst dann ein bisschen Struktur dran, dass nicht einfach dein Jogging ausstehst, eine Nummer muss und dann Jogging am Mund ist, weiter schlägst, ein bisschen aus dem schweren Rhythmus, den Corona ist aber abgerüstet, das ein bisschen zu brechen. Also mir ist auch noch ein Beispiel angefallen, als neue Folge, die nach das Jahr wieder rauskommen, da geht es um Sexting, bei mir wie Sex, und da geht es hier darum, sexy Message schreiben oder eben auch über Telefon mit mir schwatzen oder mit der Kamera und so weiter. Und das kann ja effektiv auch ein Session sein. Wenn du weit von der Furcht wohnst oder wenn ihnen zur Risikogruppe gehört oder wenn du willst so passen, da kannst du dich ja noch immer irgendwie man den austauschen, auch für der Kamera, wenn du Substanzen mal kommen. Da geht es hier schon darum, die zu dosieren und zu kontrollieren, für das nicht bemals der ungewollten Dreier-Date ist, wo die Substanz irgendwann mehr das was breit, wie das du eben an dem Kontakt nach mit dir zusammen bist. Wenn du eine Substanz zum Beispiel hat, die ich konsumieren will für ein Date, wie kann ich mit erst in Kontakt treten? Also ich kann nicht bei ihr rufen, also rekommandiert man die Sachen, die am Sonderangebot sind. Mir was meint ihr da? Nee, das machen wir auch nicht. Wir rekommandieren nicht, wir verdeifeln den Konsum nicht, wir encouragieren den Konsum auch nicht. Wir gehen eben so gut wie möglich objektive Informationen an. Du könnt leider immer mal in Kontakt kommen, wenn sie Informationen gerne hätten. Sie haben die über die sozialen Medien, sie können uns immer rufen.
Nummer von der pipapo.lu. Das ist übrigens das sogenannte Pipapo drin. Voilà, wir haben den Summer hummer ein neues Service op begestaltet, das war den Pipapoterin, das noch immer die Pipapoterin, wo am Fond darum geht, für ohne zu bewerten, ob anhecht gemütlich können zu poteren, zu Pipapoterin, über Drogen an. Dummer Service, dem wir stationär eben anbieten, das all Dünste von 4 bis 8 können weiter bei uns kommen. Sie können hier Substanzen auch mitholen. Das war den Drug-Checking, das ist ein Service, den wir den Leuten eben anbieten, dass sie können hier Substanzen chemisch analysieren lassen. Wir checken das an das Labor. Und da kriegen sie für am Weekend eben ein Feedback von uns, wo wir eine Risikoerschätzung machen, plus noch ein ganz Panoplie von Safer Use an Informationen zu der Substanz. Und das hilft eben, Informationen mitzuholen für dann die Entscheidung einfach zu machen, will ich konsumieren, wie viel konsumieren Stoffe. Das kann ihn eben nie wissen, dass das eben so bei illegalen Drogen, du weißt nie, was dran ist. Auf einer Flasche Wein steht ganz genau, wie viel Prozent Alkohol dran ist. Beim Nikotin steht, also beim Tabak steht auch, wie viel Nikotin dran ist. Bei den illegalen oder illegalisierten Drogen haben wir die Informationen nicht. Und das ist eben das Risiko, und das Risiko kann ihn mit Klang halten, an dem sie sich Drogen analysieren lässt, und ganz genau weiß, okay, an dieser Pille sind so viel Milligramm MDMA, das heißt, wenn ich das so will, dann habe ich lieber eine Halle, wo ich Feuer will, für das so mein Sweet Spot ist, das, was ich gerne habe, das, was ich eben für einen Effekt sichern. Selbst bei den Puderen, weiße Puder kann alles sehen, wie sie nie was dran ist. Das heißt, du gibst den Leuten vom EUT mehr für ihre Konsumation mehr risikoarm zu gestalten. Und das finde ich ganz interessant, fand, weil wenn ich mich nicht irre, an dieser Info, da haben über 80% angehen, dass sie effektiv, wenn sie an der Situation wären, dann auch Lust und Interesse hätte, bei euch zu kommen, für das zu machen. Aber wenn ich so ein bisschen an meine Jugend, also die Ausbildung noch nicht 100 Jahre hier, zurückgucken, dann geht manchmal aber so eine Zeit, wo wenn du dann eine illegale Substanz kaufst, wo es wirklich so war, dass das ewig verstoppen war von Lohunnissen. Also muss ich da dann verstoppte konsumieren und am besten beginnen ich kann ob dem ganze weh mit der Angst mit Halse wie dein Schatz bei der also schon Herr der Ringe nie gesehen ich stelle mir da ein bisschen so viel so und ich finde die Offenheit super interessant fand weil dem Moment wo du jetzt nach Enke kurz aus der Hand gehst musst du ja noch mehr reflektieren was du eigentlich am Grab hast und wie viel Spaß das kann bedeuten potenziell aber wie viel Gefahr es letztlich eigentlich bedeuten kann. Und ich fand du es ist einfach flott, die Leute zu sagen, hey, das ist responsabel, dass du nur dem Loisir guckst, mit das genauso responsabel, dann auch zu gucken, was sie Menge Etappe, bis ich da hinkommen eben. Voilà, das ist wie ich sehe, das zu verstoppen, das nicht mit den Leuten darüber zu kommunizieren, nicht den Kollegen zu sagen, was sie gerade hast. Das ist auch meistens du wird exzellenter geschehen, dass du lang eben mit dem Flipbuch passt, dass wenn du auch merkst, ich habe zu viel geholt, ich kann auch mit keinem darüber schwätzen, das kann schon Angst machen. Dafür sind wir auf den Festivalen, wo man die Leute im Euro den Wahnsinn merken, total zu viel, also können sie gerne bei uns kommen, wir begleiten sie durch ihren Trieb, durch ihre Erfahrung und probieren, dass sie dann gut machen, zwei Phasen gut im Land in anderem Sicherheit kommen. Du brauchst auch keine Angst zu haben, das ist eine illegale Substanz, ja, aber das ist mehr gefährlich, nicht darüber zu schwätzen, bei einen offenen Dialog, einen offenen Diskurs darüber zu haben. Sich wirklich bewusst zu sehen, was du möchtest, bewusst zu sehen, was den hört, was die Faktoren sind und darüber zu schwätzen. Du hast ja den Begriff vom Trip schon benutzt. Da gibt es ja auch den Begriff vom Trip-Sitter. Du hast mir an einer Folge von Maybe Sachs auch schon mit einem Arbeitskollegen von dir lang darüber gespart. Du hast da eben eine Festivalsituation gegangen, wo in Zeit kann ich gehen, wie kann ich was frohen. Ich habe mich ehrlich gesagt gefreut, auch weil das ein Resultat von unserer Umfrage war,
Alkohol war top am Ranking, das viel so nicht das letzte bei Nationaldruck us und den evaluiert es gibt so viel Droge bei denen es normalerweise einen Trips hat der Schwarz den dich begleitet die beide bleibt den nicht da nur da guckt und interessanterweise schwätzt man nie von Trips hätte am Zusammenhang mit Alkohol. Und das ist ja auch eine von den Substanzen, die du ganz stark konsumiert gesehen. Und dann habe ich mich gefreut, ob man könnte so während Corona, ob vielleicht du sogar ein Tripsitter für Alkohol ganz wichtig wäre. Meinst du? Das wäre eine gute Idee, denn Problem ist, dass ein Tripsitter am besten nicht dann soll bleiben. Ja, das auf jeden Fall. Und voilà, das dann noch soll begleiten. Ja, aber eine gute Idee, das könnt ihr dann noch über Zoom machen. Ich meine, solo Zoom oder Videokonferenzen. Ich meine, so sind aber auch viele Partys in letzter Zeit gemacht gehen, dass Leute sich über Zoom getroffen haben und also einfach gerne unterstützen. Und auch mal ein paar Mal nicht getrunken haben. Wir hören, dass Leute auch Drogen, eben andere Drogen, über Zoom geholt haben, dass sich dann ein LSD-Trip ging und den einen für im Fernsehen, den anderen auf der anderen Seite. Da wäre es schon gut, wenn ein dabei wäre, den nicht dann bleibt und die wirklich auf der Platz ist, für das zu begleiten. Ja. Genau, weil das ja nicht, dass durch den Ekran, den du zwischen das verschiedenen Informationen oder Situationen nicht mehr weh können tun oder vielleicht am Nachhinein einfach muss besprochen gehen oder so. Also das hilft sogar, wenn da kein an der Zoom-Sitzung mit dabei hat. Also es ist wertvoll, immer einen Teil von Informationen anzuwissen, hey, du hast ein Repair. Und vielleicht auch für, also ich fand, das kann in auch in einem Gespräch auf Zoom, wenn es viel Alkohol getrunken wird, trotzdem eskalieren. Das heißt, so die Überlegung darüber, wie stoppen ich eine Eskalation, wie probieren ich da mit den Emotionen umzugehen. Also mir war die Idee gekommen, dass ich vielleicht sogar mit einem Safe Word kein schwätzen, das kann man sich echt aus dem BDSM-Kontext, wo ein Wort wird, wo ihr seht, hey, ab dem Moment, wo das ausgeschwätzt wird, aus Stopp, und da geht es durch. Und ich denke, es sollte nicht vergessen, dass das einfach auch an andere Kontexte und Auseinandersetzungen einfach eine immens viel Rolle spielt. Also es wird nicht mehr, dass in dem anderen zu verstehen geht, du bist am Gang, dich immens weit von dir selber zu distanzieren und du dies dir nicht gut und du dies alles gerade nicht gut. Komm, holen du zusammen, Kaya. Ja, ich meine, wenn du so guckst, mir hat noch eine Frage gestellt, war das dir wichtig, wenn du rausgehst und du waren, die allermeisten hatten du gesagt, dass es ihnen wichtig ist, dass sie in einer guten Kompanie sind, dass sie bei Leuten sind, ich weiß nicht, sicher nicht gerade. Ja, was ist für die Party safe? Und du hast gesagt, ein good Crowd, ein Awareness-Team, Leute, die auf den Job passen, Leute, die da sind, bei denen ich mich wohlfühle. Und das ist auch das, wo mir wirklich Wert drauf legen, dass konsumiert wird, wirklich an einem Safe Space, dass konsumiert wird mit Leuten, wo du dich wohlfühlst, einen Platz, den du kennst, das hält auch die Angst und das hält die Depressionen weg und du hast das Risiko auch manchmal groß, dass in so trifft das Bad Trippen oder schlechte Erfahrungen möchte, weil du dich immer einem Kollegen kannst anvertrauen und so und hey, im Moment geht es mir nicht gut, können wir ein bisschen rausgehen, schon gerade mein Kopf den dreht, kannst du mich auch kannst du ein Taxi rufen, kannst du mich heimfahren, wenn nicht konsumiert wird. So Leute dabei zu holen, schenkt bei den Leuten, die uns vorbeantworten und wirklich schon Platz Nummer 1 sind, für eine Safe Party zu machen. Einfach sich sicher zu fühlen, mit Leuten da sind, die gerne hat, an denen ich vertraut. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Beim Sex ist das eigentlich nicht ernst. Genau, für du vielleicht ein darauf zurückzukommen, also mir haben erst über Instagram gefragt, also oder Nullausstraherinnen an Fans von Pipapo, auch von Maybe Sex, was da der Konsum an der Sex eigentlich bei ihnen zusammenbringt, also was sie wie ersetzen, auf für was sie ersetzen. Du hast eine von den Sachen, die ganz oft kommen, aus der das Tamschwell natürlich Ruf geht. Und, also Tamschwell auch bei einem selber, dass ich wirklich sehe, ich will mich öffnen und vielleicht auch neue Sachen probieren und ich merke, dass ich an mir selber so blockieren und ich will du vielleicht probieren einfach machen. Für meine Partner, für neue Leute, für neue Praktiken. Du hast fällt, wie gesagt, ganz weit. Dann hatte man Leute, die gesagt haben, sie für spezielle Cannabis konsumieren, für mehr zu spüren, weil sich Libido verändern. Andere Leute haben auch echt aus der Perspektive von Menschen mit Penis zum Beispiel gesagt, dass es einfach so ein Performance-Anxiety gibt, also dass es Angst aus nicht genug lichten zu können und das dann so a nice help from our friends aus dann
dat ein bisschen aufzubauen. Das Licht geht lang weiter. Ich meine, wir kennen das ein relativ ähnliches Muster. Und vieles geht um Grenzüberschreitung und das geht um das, wie kann ich über mich rausfußen? Was ja sicher eine schöne Idee ist. Wie kriegt denn das hin, da an der Balance zu bleiben und nicht total über Ziele rauszuschießen? Du hast mal dat alleréisich dat sech selber kennen. Ich mein, dass du mal eng Introspektion mit guckt, wie geht het mir, wie sinn ich wann ich die verschiedene Substanzen konsumiert tun an da das normalerweise nicht etwas, was die während der Party mischt, das mischt selbst den nur der Party mischt. Die Steuer ist doch ganz wichtig, nur der Party, sie hat nur Sex, nur der Party, nur Konsum, eben eine Reflexion zu holen, mit den Leuten auch darüber zu schwätzen, sie hat mit den Sexpartner, Sexpartnerin, auch mit den Kollegen, wo sie gerade feiert ist, konsumiert ist, einfach darüber zu schätzen, so, was tun wir gestern lieft, schreiben, was war flott, was war nicht flott, für dadurch die Erfahrungen an deinen Alltag zu integrieren, für eine Evaluation zu machen, was war gut, was war nicht so gut, was will ich wiederholen, was will ich nächstes Jahr silosen. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Drogen, wir wissen nicht, wirken ganz, ganz unterschiedlich und das ist Perzeption aus bei den Drogen eben verändert während den Effekten also da eben nicht schwer ein Rekül zu Distanz zu dafür also wichtig statt viel drum zu machen an eben Donau. Mir sind auch zwei ziemlich simpel Sachen angefallen für Drohnen, die simpel, also chauffieren der Party durchlaufen, der sogenannte Aftercare ja eigentlich schon geschwatzt, ich mache einen ganz kurz Care gehen Zweck. Ich fand, der klingt simpel als Aufgabestellung aus sich selber und eigentlich ist es dick komplex von den bis anfängt, das selber mal zu machen, nämlich von den am Vierhaus festlegt, wie viel von der Substanz, die du leid, will ich wirklich schulden, an der Rest du waschlädt, und nicht sieht schon du ein riesiges Bierschleien und mal gucken, ob nicht mehr du hast, also das ist ja dann die. Und dann ist das andere, dann das fand ich sexuell auch relativ schwierig, dass sie sich quasi gelöscht mischt mit, was käme eventuell froh, war das ein absolute Maximum, aber war das ein No-Go? Eigentlich denke ich, also nicht am Anfang gedacht, das wäre easy. Also easy ist das gar nicht. Und das ist für allem schon nicht easy, wenn ihr nicht da ist. Und das ist eine Hausaufgabe, die so oder so, egal ob Partnerschaft oder nicht, wahrscheinlich schon mit sich selber am besten mischt. Da kann ich nicht jeno Partner oder Partnerin, nein, kannst du eigentlich mit denen Leuten machen. Du könnt auch Folge von mir wie Sex lauschen, du gibt den sogenannten Ampelsystem. Auch, also die verschiedenen Techniken, mit denen ihr das könnt machen. Du könnt dabei immer an der Rubrik Nullausstre geht es häufig um das Thema. Und das ist ganz gut, weil auch wenn der an ihrer Wahrnehmung erst zwar verändert, ob verschiedene Substanzen, wenn den Du-Prozess denkmäßig schon ein gemacht in ihrem Kopf, dann könnt ihr da drum aufrufen. Und da gibt es sicherlich auch Grenzen, die da erst am Kopf und ob einer Lust für gesagt wird, das Medi steht dann nicht darum aufzurufen. Für das dann nicht aufhängen muss, Sachen mit der selber zu verhandeln, wo der Obenger Monte sieht oder Matten dran. Ich meine, das ist auch schwer. Du wäre dann von gut, wann in die echt sexuelle Erfahrungen, die echt Drogenerfahrung mischt, dass in die nicht unbedingt mit Sex verbindet, weil in du eben zu zwei aus kann sehen, dass die zwei eben gerade ob einer zwei dann eben sind. Und voilà, du wärst gut schon irgendwo Erfahrungen schon für Druck gemacht zu haben, für sich dem bewusst zu sehen, wohin will ich, was will ich machen. Beim Sex auch gesagt ist, was das meine Grenze, was will ich gut nicht machen. Was das so, du hast so gesagt von dem Gielen, Orange Green. Die Orange, das sind vielleicht die Sachen, die vielleicht gut fanden, interessant sind und du sind Substanzen, Drogen, helfen du am Anfang auch eventuell die Schritte zu machen. Nicht, dass das, was die Leute auch gesagt haben, dass man eine Hemmschwelle haben, dass nicht unbedingt, also dass die Sachen vielleicht neugierig fanden, dass sie das interessant fanden, an den Alkohol, an andere Substanzen eben du helfen, die Schritte zu machen. Habt
Trio, die man die Leute durch gehen, als wirklich ganz, ganz Lösung zu finden. Das heißt, du kannst immer mehr holen, du kannst nicht mehr holen. Wenn nicht ein Kehr am System ist, dann hast du am System, das ist genauso beim Alkohol, ist genau dasselbe. Du kannst immer mehr holen, wenn du das willst machen, Lösung aufhängen, gucken, was das mit dir möchte und dann das Löser runtertasten. Beim Alkohol kennen wir das all gut, denn das am Anfang geben, dass das stimulieren, dass das zum Abbau und dann hat den einen zu viel getrunken und dann geht es eben rauf, dann hast du den Depressiv, dann hast du den Downer und das hilft auch nicht wirklich beim Sex. Kann am Anfang geben stimulierend sein, du kannst ihn durch Hemmungen fallen lassen und dann den schon zu viel mischt, dass ich noch Erektionsprobleme kann haben. Voilà, du hast mal schlechte Erfahrungen und Mensch schon alle gute gemacht. Also ist schon noch lo beim Sex nach evaluiert, also all Mënsche trasch zu so schon doch hanst du ger mi grav an mi heavier so weiter bet Gio auch extrem viel Sache wo also sie dat lo verbal bis zu Berehrungen bis mat der Zong an vierderen wat net nach alles Sache machen gi viel Situationen wo du auch aus Schäden nutze dosieren an net direkt total dran zu knallen also Draknallen am Sinn von zogreife mengenisch ass okay wann de Konsens fir Drun also aufgehen ist. Genau an den as wichtig viel run zu machen wie gesot van enger Mo dann hast eben mich schwer zu machen den Drogenkonsum mcht doch dass de Konsentment bis mich schwierig gött wenn du so drei Sphäre vom Konsument wat mich schwer mcht zu wissen wat die wirklich will zu wissen, wen das dem anderen kommuniziert und für allem muss zu wissen, was will den anderen. Du hast klassisch beim Kokain, das ist ziemlich schwer, weil Kokain ist ein Drog, wo so ein Ego-Putsch ist, wo ziemlich bei sich ist und du hast Sachen hören von Leuten, die so drauf waren, sie nennen das dann Sportficken, wo sie voll drauf waren und gar nicht auf den anderen abgepasst haben. Devin dat tun im Radio. Ja natürlich Sexpodcast. Weil er so drauf waren, so op sich selber gunnet dem Partner gunnet op den Partner geguckt huet, ob dem der die überhaupt gefällt, von enger Position an die anderen gegangen ist. Und voilà. Das Workout, das Sport. Also das net fir dat an Lächerlist zu zählen, weil Leute die dat duen durchzeien oni dass de Konsentement du hast, dat das ein Iwergegriff bis hin zu enger Vergewaltung also ich will nicht, dass der dat an die falschen Halskrit bausinn. Fi do auch dem wo de Partner do run ass fir doch Codefurflecht fir Druckimation das auch an dem Moment dass noch schwéier zu so stoppe will net. Wann ich selber in der Abfluss ass kann dann noch sinn, dass in Peng an dem Moment net spielt kann ich sinn dass in Sache seht okay dat du war lustig iwwer michch agoen an den nächsten Tag steht in der engem emotionalen Hangover op an de regréen an voilà, das eben Sachen die sich am Vierfeld muss bewusst sinn aner Leute machen dadurch bewusst Leiieren die Analsex gonet ger hun an da wann Alkohol getrunken hun fan ganz okay so gut. Doch man sehen, dass Muskeln sich entspannen, dass dann noch mal rede, da muss sich bewusst sein. Wie gesagt, es gibt Limiten, die sie rot. Und die Idee ganz allein. Die ganz allein. Mir das muss da auch bewusst sein. Was ich interessant fand, du von direkte Praktiken, von einer direkten Interaktion gespart, ist schon ganz rezent erlebt, dass ein Kollege mich auch gespart hat, den konsumiert hat weil konsumiert hat lang du sexy Messagen mit einer Frau wollte schreiben die Frau war du wennst denen sexy Messagen aber nicht sonderlich amused an der hat irgendwie gewonnen weil sie sich aber gewissen Aufständen irgendwie gesehen an den ich probiert aber ein klar zu stellen dass sie sich so gut für so etwas Konsens soll sich gut also ihr wird nimmen dass ihr seht sei wo hast du gegent van Stalo bis mi mein Gedanken ha matdeelen an da kann dat gerne noch machen ich mein das Leute do weil dat da so eng kommunik weil du wie zwischen euch zwelo so eng Wand gëtt Leute dann irgendwie mengen dat wir Manner gefährlich Manner bedrohlich kennt irgendwie Manner we du oder so an du
Also das einfach, ich meine, Drogesinn oder die Substanzen sind nicht dafür da, nimmer sein Ego-Trip zu machen. Nee, und dann muss ich sich auch bewusst sein, dass von der Person konsumiert wird an die anderen nicht. Das sind zwei verschiedene Realitäten, zwei verschiedene Perzeptionen, zwei verschiedene, da musst du, wie sie nicht auf dem gleichen Flow, nicht auf der gleichen Wellenlänge. Das möchte doch, dass dann zwei verschiedene Filme was. Auf der anderen Seite, von allen zwei an dem selben Flippers, auf der selben Wellenlänge, schon das Beispiel von MDMA, das ist so die typische Kuscheldrog, wo nennen den das Entaktogen, das tut die ganz gerne sich uphaken, voilà. Das fühlt sich alles so flauschig und schmuserisch und da geht ganz viel beim Sex auch geholt. Das auch ein Druck gibt, die alles ein bisschen mehr schmuserisch möchte, also nicht die Sport. Voilà. Und du hast da auch schon viel gekommen, das war auch ein interessanter Erfahrungsbericht von einem, dass die zwei eben so an ihrem Flip drauf waren, ob der selbst Wellenlänge vielleicht dekonnektiert zu der Realität, dass sie sich Sachen versprochen und an dem Moment, die sie den dafür eben bereit tun. Ich meine, du hast etwas auch gelesen von einem Heiratsantrag, die zwei sich gemacht haben, ob MDMA, weil sie eben an dem Flip waren und den nächsten Tag so, ja, das war nicht wirklich Realität, das war Defekte vom MDMA, die das gemacht haben und das kann auch awkward sein, wenn das nicht no berät geht und Das wollte ich so mir ich fand ein ganz interessantes Beispiel eben gerade dafür, weil es darum geht, es hält in eine Decision, die sich no ändert. Und ich denke, dass es gibt so viele verschiedene Substanzen, so viele Wirkungen, so viele Menschen, so viele Realitäten, dass mir wie gesagt nicht eine Lesung irgendwie proposieren können. Mir muss klar sein, dass es können für Grunddecisionen geholt gehen, es können währenddem Decisionen geholt gehen, und nicht alles okay. Also ihr wird nehmen, dass ihr von einer Bach bis an den, ob eine Eidelbank mit einem geht, do der wir auch noch auf der Strecke singen, Meinung ändern. Und ich denke, das vergessen Leute, also, dass sie sogar, egal wie eine Substanzen sie geholt und das rasch darüber und zu sagen, okay, ich bin im Schlafen nämlich wohl, heim da, und ich darf nur gehen, und das rasch tut die Person, die das sieht, an die andere Person hat Verpflichtung, das zu respektieren. Und auch da wird die Substanzen nie Freifahrt, scheinen sie für Decisionen von einem anderen nicht zu akzeptieren. nee, ich meine, das ist zu zwei, wo du musst schaffen, mir gibt doch den Tipp, wenn sie konsumieren, eben nie so viel zu konsumieren, dass die Entscheidung nicht mehr kannst holen, dass du nicht mehr kannst Stopp sagen. Bei Depressoren kann das mal geschehen, Ketamin, GHB, GBL, mir auch beim Alkohol ganz klassisch. Da sind so unter dem Abfluss ist, dass die Entscheidungen nicht mehr kann holen. Oder auf der anderen Seite sind Signale von seinem Partner nicht mehr kann deuten, dass sind eben nicht mehr gesagt, okay, dem geht in dem Moment nicht gut. Den hört man gerade probiert Stopp zu suchen, weil das tut Konsumation, aber an der Limite vom Scheine so bleiben, soll man dazu. Genau. Mir ist aufgefallen, dass man eigentlich die 3/4 Stunde, die man hier gesehen hatte, schon ganz kurz überzogen haben. Wenn ein ganz kleine Sache vergisst, ich will eigentlich just Joel zitieren, weil das so Spaß macht, weil ihr das immer sieht. Stay hydrated aus Englisch immer ein gut Regel. Also sowohl bei Substanzen wie bei Sex, dass ihnen auch einfach so aufpassen, sich mit Wasser und so weiter zu versorgen. Der Klassiker holt Gummi mit, packt mehr wie Gummi mit. Beim Sex ob Drogen kann es sein, dass es mir lang dauert, kann es sein, dass die Körper auch austrischen und die statischen Durchmolekke Würsteln, Gleitcreme, safer use, also safer Sex, das ist so immens wichtig, das auch schnell vergisst. Aber mir könnte noch einfach ein ganze Summe so Merch rausbringen, so richtig coole kleine Koffer, den liegt am Deich drin. Koffer, die liegt. Ja, diese kleinen Glühwürmchen. Also das beschwätzen wir, wenn voll der Scheiße River ist. Wir wissen, dass der CGI noch viel mehr größer ist. Wir probieren einen kleinen Eindruck von dem zu geben, was Menschen als geantwortet haben, aber was wir darüber zu sagen haben, los natürlich froh, hat dir etwas zu sagen. Am Moment ist noch nicht darauf gekommen, dass dann eben der Moment, dass ich sich froh kann starten. Also ihr könnt das gerne noch ein bisschen auf der Schwierke losen.
Also mir schwätze wie gesagt über den großen die Großprinzipien, die Hannah Safer Use stehen, schwätze mal schon an der volle Sexdrogen an Schmengen. Ich hatte ein bisschen Rock'n'Roll genannt, weil die ja mehr abgeholt gehen und du hattest mir eben noch Ziel, da gerade für in der Festivalsaison darüber zu schwätzen und das war schon der Moment, wo du klar war, dass leider Gottes kein Festival werde stattfanden. Sind op hart geschalt gehen ich wollte just ja zum Koffer so wo liegt das klingt mega Topplan Wie cool. Merci. Also falls dein froh willst stellen dann ist nähert Stimmen Kunst zu tun oder so könnte dem Lindert wie gesagt an den Chatterer schicken an ich meine mit Luft genug gesagt also mir sind immer open wann der als schreiben will ihr bleibt immer anonym an wann der Gangmensch die Stimme hört könnt ihr bei People rufen die könnt bei sie lernen gehen an die könnt ihr nicht schreiben darf ich noch ein Kerl? natürlich Super. Ich wollte eigentlich kurz abs thematisieren und zwar da sind Droge kann bei Schmott bringen bei Pipapo pardon für das sie dann do quasi geguckt wird was du dran hast also am Labor wie also aus das nicht ein mega groß Hemmschwall weil in dann aber gefühl hört so gehen sie die Informationen weiter das ist ja quasi illegal schon eine illegale Substanz es und eine Instanz ich weiß nicht schreiben die mich ab wie funktioniert das ich komme du als Person ran sind du wen wie geschieht das wie kann ich mir das vorstellen merci für die froh dass ein bisschen schnell gegangen und das recht also ich muss sagen dass es ein anonymen an ein gratis Service ist a priori das was du als bringst wissen wir ja nicht ob es illegal ist oder nicht dafür testen wir es ja wir wissen ja a priori nicht was dran ist du musst auch nicht mit 1 Kilo bei uns kommen, du geht Minimum durch, am besten, wenn du ein Pöll hältst, das wäre gut, dass du sie ganz matt hältst, da können wir ein bisschen so von der aufkratzen, der Rest kriegst du dann rum. Bei einem Puder ist das selbe, wir hören du minimal ein Echantillon, den wir dahin schicken. Du hast recht, dass Tabschwell do ist, weil die illegalisiert Droge ist, muss man aber auch wissen, dass Autorisation eben vom Parquet haben, für das können zu machen. Wir haben Mission, Mandat für den Drug-Checking zu machen. Das heißt, bei uns warst du sich safe. Hemmschwelle ist, weil das nach einem Tabu. Wir probieren die Tabuen eben zu brechen, indem wir offen darüber schwätzen. Du musst weder dein Nummer suchen, noch als irgendwelche Informationen geben. Wir werden paar Fragen stellen zu der Substanz. Die Erfahrung, die du mit der Substanz gemacht hast, das ist absolut anonym. Und wir haben noch ein System entwickelt, dass es quasi unmöglich ist, das zurück zu verjähren. Voilà. Du warst wirklich ein safe place, safe space, wo es just empfangen mir an du bist an du hast keine anderen den du interferiert du warst am Endeffekt wann ich Carlos nach richtig an Erinnerung wo du sich eng Zahlenfolge ne also denk Substanz an du dir sieht konnektiert durch eng Zahlenfolge und du kannst dann im Endeffekt weil du denkst kannst nur gucken wat raus von Ginas das du nicht das ist eine Karteikarte sie wo der richtige Nummer an Substanz stehen dann falls die an die falsch könnt dass du eng schief liegt nee, richtig das richtig gesucht mir eben so Code du kriegst den Code matt dem Code also personalisierte Code kannst du bei einer verstoppten Internetseite gehen von alles wo es dann alles und dann kriegst du von der PDF die mir gelöten hun kannst du dann nur gucken du mir wäre ganz froh wenn man ein Feedback nur kreieren mit das sind obligatorisch du kannst einfach just ein Feedback gucken mit Risikoschätzung die man geschrieben haben und dann hast du dir zu entscheiden was du mit der Information muss wir freuen uns immer über den Feedback mit das nicht obligatorisch. Genau an das jo für den Staat oder die Politik eigentlich durchaus interessant und dafür möchte Staatslabo dat auch für das sie einen besseren Überblick über da tun was aktuell Marché NRW ist
weil es auch eigentlich eine Verpflichtung gibt, große Warnungen rauszuschicken, in dem Moment, wo wirklich festgestellt wird, du sind heisch gefährlich. Versatzstecker nennen du mal dran. Dafür dokumentieren wir doch, dafür schreiben wir bei der Pöl zum Beispiel, ob wie groß das ist, wie Logo drüber ist, wie ein Farbe so hat, wann wir dann so eine Warnung gegen rausgehen, dann hat man Donien von der Substanz, aber nicht über die Person. Dafür schreiben wir die verschiedenen Sachen nicht. Merci für den Frohschaffen, das beantwortet. Ja, vielmals merci dafür. Super. Das ist eine Klangspur mehr. Okay. Mir hat ja gesagt, dass es ein interaktiven Podcast ist. Das heißt, wenn du noch frohen Hut siehst, du möchtest und klein. Oder und dann? Ich habe noch einen Kommentar von Christa, von Cäsars. Hat ganz viel beigelehrt. Super, merci. So, Präpariert für die nächste Part. Gut. noch ein Kommentar. Was hast du, Alex, sein Profi-Tipp für den Schnurres, meint denn? Ui, das war mal dummer da aufhängen, das ist von der Eigenstunde hier. Am besten. Also das ist kein Code für Schnurres, geht wirklich schon richtig. So, aber ich schlug hier, dass du im dünnsten Lunch kannst. Ich meine, dafür brauchen wir 4 Stunden, aber für ich mir im dünnsten kein Rendezvus am Juni, weil mich hat sie überhaupt mein Schnurres. Bon. Da gebe ich so hin, dass wir will ja so viele Leute merci so hin, dass wir dafür sowieso 2-3 Minuten brauchen. Also für dich mit dem den merci. Dafür, dass die Situation in der Kontrolle gehalten wird, an den richtigen Moment, an den letzten Wochen bei Eis noch gefroht hat, sieht am richtigen Weg. Und dafür, das hat Fenster schon mal abgemacht, auch von der bisschen getut sein und dabei sind. Dann so nicht Alex merci, dass man mal geschwärzt hat und dass super gut Sache präpariert wird, kriegt schon eine Frucht, ich meine, das hat er einen Zweck mal. Und ich finde überhaupt nicht fein, von dass da es gefroht wird. Ich würde nämlich nicht so machen, wie wenn da als Idee gewirrscht wäre. Meine Idee war just in meinem Koffer, die so wohlfalls zu verfolgen. Da will ich dich aber auch denken, ganz sehr merci so. Und dann, dass man eben die dort ein Joint Venture konnte machen. Lausche dir Podcast, die sind genial. Schon viel beigelehrt. Und ich fand es super, dass wir Tabu können zusammen zu zerbrechen. Das vor. Das ist nicht merci gleichfalls. Und natürlich auch ein neues Team, weil du nicht konnte man dann ins Studio kommen, weil noch einfach zu klein ist für so viele Menschen. Mir passt ja auch ab. Und dann natürlich merci und erst draußen. Wann ich lief, zeigt nicht von der noch frohen Hut, aber wann ich lief, zeigt auch nicht jungen Kanner. Wir hatten nämlich eine große Diskussion darüber, was Altersbeschränkungen hier soll sein. Ich persönlich fand, dass umso mehr frei Leute das wissen. Es geht hier nicht darum, dass sie direkt austesten muss, mehr frei die Interkonnexion von unseren Themen kennen, denke ich, dass sie eventuell eine ganze Gruppe allen Erfahrungen können verhindern und dafür, wenn der Kanner holt oder wenn der mit Schüler oder Schülerinnen schafft, macht ihnen den Gefallen, halt sie nicht für dumm und geht ihnen empowernd Informationen mit in die Hand. Ich meine, da kommen sie wahrscheinlich ein kleines Stück besser durch die. Da so mal ciao. Wir denken an einen Dürfen hin. Können doch keine Reklame nur und können doch keine aufsparen. Also wenn mal der Eddie so und dann hast du wegschwarz. Okay. Ciao. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibe ich auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mal ernehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr findet mehr wie Sex auf Facebook, Instagram, sexpodcast.lu oder all gewonnenen Podcast-Plattformen. Mehr wie Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher und finanzieller Unterstützung vom CESAS, dem Nationale Referenzzentrum für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Den CESAS geht alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.